Ja. Warum hat mich das gewundert, dass Hammurabi nicht bei mir ankam? Ich weiß es auch nicht. Okay, ich versuche mal was anderes. Aristoteles. Mhm. Ich spiele diesmal voll friedlich. Wir haben ja keine KI dabei. Boah, schwierige Entscheidung. Hängende Gärten. Was? Nein, auf gar keinen Fall. Wie auf gar keinen Fall. Mhm. Das war immer mein bevorzugtes Wunder und mittlerweile muss ich sagen, nein. In Kombination mit Michelangelo, sehr gut. Ja, wer spielt schon mit Michelangelo? Mhm. Ich weiß ja nicht, war irgendwie effektiv in der Kombination. Homer. Humor. Ja, Mr. Simpson ist bereit. Ja, der ist natürlich schon nett. Ja, ich habe überlegt, ob ich einen anderen nehme, aber... Also wir haben jetzt alle keine Kriegsanführer. Jetzt schauen wir mal, was Moonrider macht. Ich hatte überlegt, ob ich Alexander oder Julius Caesar nehme, aber mit dem bin ich bisher immer auf die Nase gefallen, deswegen nein. Ja, für den Kriegspfad am Anfang natürlich toll und da ich denke, Moonrider nimmt kaum Moses. Ich finde, mit wenig Militär kann man das Spiel verlieren. Mit viel Militär gewinnt man eher selten, wenn man nicht gerade die KI ist. Wenn nicht alles zusammenpasst. Genau. Also, man verliert ganz schnell mit zu wenig Militär, aber man gewinnt ganz selten durch mit viel Militär, wenn man dann nicht die richtigen Karten kriegt. Ja, aber das spricht ja eigentlich genau für diese zwei Anführer. Also vor allem für Alexander, weil der verdoppelt ja jedes. Du brauchst so wenig Armee und hast trotzdem doppelten Wert raus. Also Caesar finde ich dann eher so ein bisschen, das ist eigentlich wegen dem roten Ding gar nicht so schlecht. Aber diese +1, ja, und die 2 Politaktionen finde ich jetzt auch nicht so toll. Nee, wenn du da keine richtigen ziehst, ist das auch vor allen Dingen sinnlos. Also, Aber du kannst es auch nur einmal machen, laut Text. was? Wenn deine kannst du 2... Nee, das ist jedes Mal. Ich glaube, das nächste Mal nehme ich Moses. Mal schauen, der muss doch irgendwas drauf haben. Ich glaube nicht, dass der Anführer alleine das Spiel entscheidet. Nee, natürlich nicht. Tutti. Koloss oder Alexandra? Koloss. Da kriegst du Alexandra. So sieht's aus, ja. Wobei ich tatsächlich bei Genghis Khan auch versucht war. Okay, Genghis Khan ist im Zusammenhang mit den Swordsmen. Scheiße, der kommt echt früh.
Ja. Was zum Henker? Nichts passiert, nichts passiert. Weitergehen, gibt nichts zu sehen. Das ist fies. Da hat jemand sich schon Genghis Khan geschnappt. Wer könnte das denn gewesen sein? Echt? Mann, Stefan, sei nicht immer so gierig. Schau, ich bin noch an meiner Pyramide rum. Der Koloss immer noch brach liegt. Ja, du baust dein eigenes Grab, hallo? Immerhin wird es punktvoll. Das stimmt. Dich könnte man nur unter in dem Wasser versenken. Ach, das Ereignis kommt blöd. Welches? Dieses Plus 1 Bonus-Dingsbums. Keine Idle Workers hast? Doch, du hast einen. Nee, das ist kein. Stimmt, Nicht aber zu. workabhängig. Ich kann das gar nirgends sinnvoll einsetzen. Ich auch nicht. Klar, du kannst es auf deine Links setzen, auf deine Religion. Ja. Jo. Du brauchst doch eher eine. Ja klar, es sind einfach Kacke, wenn das Gratis-Ereignis kommt. Entweder Ja, so, ja. Soldat oder so, weil ich kann keinen neuen Arbeiter rekrutieren. Ja. Und eins von beiden wird kommen. Kommt häufig, ja.
Hm. Jetzt wird's ja noch lustiger. Ja, das Spiel ist eine Bitch, echt. Jetzt habe ich weder den Worker noch das Food. Yay. Das ist doch ein Worker. Ja, aber nicht mehr, nachdem ich den einen Free benutzt habe. Du, ich glaube, das geht den meisten so. Aber ich glaube, ich kann keines von beiden Ereignissen. Doch, du musst dich das erste nehmen, dann kommt noch der Tempel. Aber du kriegst auch einen Worker mit dem Ereignis. Nee, reicht die Nahrung? Doch, die Nahrung reicht. Du kannst da einen Worker für weniger Food kriegen. Wieso habe ich jetzt plötzlich noch Nahrung bekommen? Ah, Durch die andere Karte. ach so. Ah, cool. Aber durch diese Development of Civil Life kannst du auch einen, Nee, das ist perfekt, ja, das hat es gerade gerettet. Ja, das stimmt.
Ah, Michelangelo! Dieser Moment, wo man guckt, habe ich einen freien Worker? Und feststellt, ja, ich habe einen freien Worker! Und das ist noch unzufrieden. Bitte? Nee, das bei Und mir. das ist noch unzufrieden. Na, bei mir schon. Ja, aber den kannst du ja nutzen, um einen Tempel zu bauen jetzt. Ja klar, perfektes Timing. Verdammt. Los. Oh. Wo gibt's das Tim? Hm? Was denn? Meinst du, Tim wird das übersehen? Meinst du jetzt das Eisen oder was? Ja. Aha, das wäre zu toll gewesen. Aber nach der anfänglichen Flut von Wundern kommt jetzt nicht mehr viel. Und vielleicht hier was? Flut. Von was? Wie in, da kamen Wundern. viele. Wundern. Mhm.
Nice. Monarchie. Ja, zu dem Zeitpunkt nicht übel. Mhm. Ich hol mal Kaffee. Stefan braucht ja was länger. Ja, ist schon spannender ohne KI. Mit KI hätten wir jetzt schon einen, der Stärke 20 hat. Ja, vermutlich. Ich bemühe mich ja. Was? Ja, also eigentlich so Kriegstreiberei bist du voll dabei. Ja, und Shooty wie immer auch. Ja, ich Immer so muss. tut, als wäre er voll friedliebend. Nee, ich muss ja mithalten, sonst würde Genghis Khan völlig für die Katze sein. Das wollen wir ja nicht, dass Genghis Khan für die Katze wäre. Das wäre Boah. übel. Stell dir mal vor, wärst du nicht auch total Ja, das traurig, ist Stefan? Ja, nee, es wäre... Hey, jetzt hör aber auf! Du Spinner, du echt! Nee, wir haben ja gerade schon Mitleid mit dir. Ja, schreckliches Mitleid. Also wirklich, Shooty, tut mir echt leid. Aber Stefan, bist du fertig langsam mal? Shooty ist dran. Ja, ich mein Tim, du müsstest dir vor allem Sorgen machen. Warum ich? Ja, Stärke 2. Achso. Ja, weißt du, was ich dafür habe? Ah, ich hoffe nicht. Abwehren kann. Verdammt! Du hast halt nur Stärke 2. Also 5. Ja, wenn er keine Verteidigungskarte gehabt hätte, hätte es gereicht, weil er nur 2 Karten spielen kann. Ja, aber deswegen hatte ich eine Verteidigungskarte. Ja, das war ja nicht zwangsläufig so, dass du eine hast. Doch. Sonst hätte ich das Risiko nicht eingegangen, mit Stärke 2 rauszugehen. Viel schlimmer finde ich da oben diese Stärke 8. Ja. Ich weiß gar nicht, was du meinst. Hm, ich schon. Das ist nur durch John Dark. Entschuldige, dass ich mich diesmal am Anfang nicht verprügeln lasse. Tja, das ist echt schlimm. Jetzt nicht nur, dass ich auf der, Lass dich gefälligst verprügeln, Mann. Wie ein Mann. Da versteckt er sich hinter einer Frau, echt schlimm. Johanna, genau. Aber keine Angst, ich werde sie am Ende gegen einen Engländer ersetzen und am Pfahl verbrennen. Habe ich da gerade 7 gesehen? Oh. Ja, ich muss mindestens Rang 2 bleiben, sonst kriege ich meinen Kulturbonus nicht. Oh, das ist ein Problem. Ja? Ich habe echt Mitleid mit dir. Ja? Keine Aktionskarte, Tim. Bitte? Keine Politik. Nee. What the fuck? Wieso habe ich diese Reaktion vorhergesehen? Ich weiß es nicht. Moonrider wird jetzt wahrscheinlich auf 12 gehen. War die Nein. Runde der Militärerhöhung. Ich finde, das war eine gute Runde.
Und jetzt noch ein Flugzeug dazu und kriegst einen doppelten Taktikbonus. Warte mal. Falsches Zeitalter. Aber ein guter Hinweis. Ist er eigentlich wieder zurück oder ist er noch Kaffee holen? Nein, bin da. Ich weiß nur nicht gerade, wie ich die militärische Stärke aufrüsten soll. Musst du Das haben nicht. jetzt 3 Leute vorgemacht. Man Total kann ja easy. nicht mal Kaffee holen, Da ohne ist eine dass große es Wand. wieder losgeht. Die du benutzen könntest. Ja, was? Eine Infanterie mehr, dann hast du schon 6. Ja, der Arbeiter war für etwas anderes gedacht. Du kannst auch noch Ja, Das ist nicht, immer dass so. unsere Arbeiter für was anderes gedacht gewesen wären. Elende Kriegstreiberei, echt. Ich habe mich nur angepasst. Also, wenn du natürlich. dich recht entsinnest, war ich gerade noch bei 2. Oh. Und das sind nur 6. Wieso hast du diese Taktik genommen? Die macht keinen Sinn. Vielleicht finde Keine andere. Ach, ist meine noch nicht frei, okay. Ja, irgendwie bekomme ich kein Zelt, obwohl die schon allgemein ist. Bitte was? Ja, diese Taktik mit 2... Doch, die hast du doch. Ja, jetzt schon. Jetzt könnte ich sie nehmen, aber ich musste zuerst selber eine Taktik ausspielen, dass überhaupt die andere auch kommt. Echt? Dieses komische Zelt mit den Taktiken darin, das erschien erst nachdem ich die Taktik selbst eine erstellt Nee, habe. nee, das also bei mir nicht. Müsste eigentlich auch sonst. Ja. War aber nicht da. Die braucht aber Jetzt eine auch Runde, ab. bis sie kommt. Kann sein, dass er die noch nicht konnte. Doch, weil er hat sie jetzt. Ich konnte sie ja auch alle jetzt. Ich habe ja, kann ja Fighting Band auch wählen. Ich habe mich da auch gewundert, wieso das die bei anderen kommt, aber ich hatte kein Zelt. Ich habe die Taktik gebaut, die falsche, und jetzt ist die dann verfügbar. Aber Ja, aber du kannst einfach auf deine Einheiten klicken. Dann kommt auch das Taktikfenster. Du brauchst das Zelt nicht. Na gut, ja, okay. Wieder etwas gelernt. Ja, ist jetzt nicht tragisch. Also, wenn du eine Verteidigungskarte hast, kannst du Team aufwählen. Ja, ja. Schau, ich muss gerade ein bisschen noch überlegen. Wenn jeder auf mich einprügelt, reicht's für Team dann schon. Was? Ich prügel nicht. Nö, natürlich nicht. Nein, wirklich nicht. Nein, nein. Das war jetzt nur als Reaktion darauf, dass ihr da oben Ja, ja. Unfug Ja, treibt. natürlich.
Jungs, jetzt ist aber gut, echt? Also Genghis. Hatten wir nicht gesagt, wir wollen dich als Prügelknaben mitnehmen? Hm. Hatte ich auch so Ja, verstanden. gerade irgendwie abzuwenden. Vor allen Dingen dieses diabolische Lachen dabei, ne? Also, Ach, ich mach das nur, um das Gegenteil zu tun. Hey, ich würde gern mal was in die Wirtschaft investieren, echt Jungs, jetzt hört mal auf. Mach doch. ja eben. Hält dich doch keiner auf. Stefan, hältst du ihn auf? Du musst schon die 11 Nee, du musst die 12 erreichen. Nee, das zählt immer am Ende meiner Runde. Also wenn ich am Ende meiner Runde 2 bin, kriege ich den Kulturbonus. Ja, aber Tim, du könntest einfach mal eine Linkskarte ausspielen. Nee, ich hatte leider keine. Ja, schade. Ah! Jetzt ist aber 3. Prügelknabe ist eingetroffen. Oh ja, wieso ist jetzt... Ah, wegen Alexander ist weg. Ui. Genau. Oh. Wahrscheinlich hat er jetzt die ganzen Prügelkarten auf der Hand. Ja. Scheinbar hab ich Ja. recht. Die eine oder andere hätte ich, ja. Ich habe keine davon. Ich auch nicht. Ich spiele Ah, jetzt wie geil. nicht aus. Ich lasse euch jetzt in Ruhe. Danke, danke. Wir hatten schon Angst, dass du uns jetzt angreifst. Ich glaube, ich habe noch nie jemanden erlebt, der so viel Glück hat. Mit Stärke 4 gegen 10, 11 und 12. Und er wird nicht bestraft, weil keiner Angriffskarten hat. Na, vielleicht Shooty. Der hat es für mich geäußert. Peter, wie viele Angriffskarten hast du? Das sag ich doch nicht. Wieso sagst du das denn nicht? Ja, damit du planen kannst. Ja. Ja, ja.
Du bist ja so fies. Bitte? Mhm. Er ist ja so fies zu dem armen Moonrider. Immer dieser Genghis Khan. Stimmt. Mein Gott, mein Volk ist voll unzufrieden. Ja, hoffentlich auch. Meins steht auch kurz vor der Rebellion. Scheiße, sogar wenn ich einen Tempel anschiebe, sind sie immer noch unzufrieden. Was soll denn das? Große Wand wäre gut für dich. Ja, ich sag mal, ein Wunder wäre für uns alle gerade gut, ne? Also, gefühlt könnten wir gerade. Achso, ihr habt schon alle eins. Ja, ja. Ich könnte Jinkies zu William Shakespeare setzen, aber das ist irgendwie blöd. Oh, das ist jetzt echt ärgerlich. Ich habe darüber auch schon nachgedacht und das auch verworfen. Oh, das ist ärgerlich. Naja, geht nicht anders. AD Genghis? Nee. Also ich würde sagen, das ist die luckyste Runde für jemand mit Stärke 4, die es je gab, oder? Ja, geht. Einmal Knüppel um die Ohren gab es ja. Ja, aber auch ein verhältnismäßig zahmer Knüppel, ne? Bei dem Kartenglück könnte die nächste Runde wieder knüppeln. Ja gut, deine Bevölkerung ist aber schon übel. Jetzt muss noch was abreißen. Oh. Oh je. Ich sag's echt nur ungern, aber ich kann dich immer noch nicht angreifen. Oh, Stefan, du bist so gemein. Macht doch gar nichts, also wirklich. Achtet bitte nicht darauf. Und warum bin ich der eigentlich einzige ohne solche Karten? Ich hatte eine, das ist die erste, die ich gezogen habe. Ja, ich hab auch keine.
wäre egal, ja, illegal. Ja, nice. Hat sich gelohnt. Bin gleich wieder da. Jo, willkommen. Mr. Liner. Hm. Stefan? Der ist kurz weg, hat er gesagt. Achso. Und, nimmst du es dir, Chuti? Nö. Nö, du bist immer nach mir und du timest das immer so, dass es bei dir kommt. Ach, ich time das so. Ja, ja, okay. Ich weiß nicht, wie du das machst, aber es war jetzt echt Ja, beim jedes Mal so. Spiel immer schon. Ja. Haha, nice. Bitte? Schöner Zug. Danke. Hallo, hallo. Welcome back. Hat sich ja gelohnt für dich. Was? Die Kolonie. Ja, war ja der Plan. Meine Verteidigung hat sich verstärkt. Oh, und du hast dir natürlich das Schiff besorgt. Ah, schade. Ja, das hat mich 4 Aktionen gekostet. Mit deiner Produktion kriegst du es aber schnell fertig. Ja, das hoffe ich. Eigentlich hatte ich immer vor, irgendwann Landwirtschaft zu nehmen, aber naja. Ja, Was nicht sein soll, ne? ja. Die brauche ich ja jetzt auch nicht mehr so dringend. Ich habe ja jetzt ein Schiff. Ja, eigentlich kommst du mit der einen Landwirtschaft klar. Zumindest bis zum nächsten Zeitalter. Mhm.
Boah, da hast du jetzt aber schon reingehabt, dass du das abgewehrt hast. Boah, Ja, 2 Gebäude wären zu viel. das hat die letzte Runde Shooty gegen mich benutzt und zweimal die Forschung zerstört. Ja, Also, ja. Finde ich jetzt natürlich schade. hat er sich echt Max und die Republik geschnappt, ja? Ist eine nette Taktik, glaube ich. Ja, die Kombi hätte ich auch nett gefunden. Mhm. Boah. Ach ja. Moonrider, das Spiel, so habe ich das letzte Mal das Spiel gehabt gegen mich. Ja, das kriegt dann wohl der Stefan. Also wie du das timest, das frage ich mich echt. Das ist so klar. Ja. Tisch. Was sind jetzt eigentlich nochmal diese 4 blauen Boxen, die da drunter stehen? 3 blauen Boxen. Unter was? Unter dem Wealthy Territory. Dass du 6 Ressourcen. Achso, dass du 3 blaue Boxen kriegst. Du hast ja diese Ressourcenlimit. Ja, Korruptionsding da. Genau. Und jetzt hast du 3 weitere davon zu verteilen, bevor du Korruption kriegst. Oder falls du die alle aufbrauchst, hast du auch 3 mehr zum Spiel haben. Okay. Das war nett, Was? was du da gerade getan hast. Naja, ich hab nicht viel getan diese Runde, oder? Ja, ja, trotzdem, du hast das Ding komplett fertig gebaut. Ja gut, das ist ja... Sonst muss ich es ja nicht im Spiel haben, oder? Ja, aber 10 Ressourcen. Ja, eben. und so früh, du, ja, das so. Ja. Ich weiß nicht, wovon ihr sprecht. Ich hätte lieber es gehabt, dass ihr mir wenigstens eine Regierungsform übrig gelassen hättet. Ach, Tim, du kommst mit deinen paar Pönöpel da locker aus. Was?
Nein? Doch, doch. Guck dir Moonrider an. Der hat so viele, das funktioniert auch nicht. Ihr habt mehr als der? Nein? Nein. Bald. Also es ist schön, dass ich einen Bonus auf Libraries kriege und einfach keine Library oben hinkommt. Ja. Ist die... Ah ne, es ist ein Labor, ne? Schon bei 32? Ja, Kultur und Krieg, das passt wunderbar. Oh, das sind aber Ist okay, ja. einige gelbe Pinöckel. Nur zwei, Einmal oder? 5. Einmal 5, ja. Ja, nur zwei. Also er hat genau den dritten abgewendet. Das macht Sinn. Ja, aber trotzdem 2 Stück ist viel. Ja, Das ist nehme ich huge. gerne. Nehme ich gerne. Ich habe schon wieder 2 Überfallkarten. Ah! Ich habe übrigens immer noch keine einzige gezogen. Ja, ist ein bisschen blöd im Krieg. Ja, Stefan, nimm dir. Okay. Dann nimm dir halt nicht. Ich bin der Zweitstärkste, obwohl ich gerade investiert habe.
Oh, Chuti. Das ist dein nächstes Opfer. Jupp. Dankeschön für die Spende. Die Karte habe ich in Runde 3 oder so ausgespielt. Dann weißt du wenigstens, wie du dafür verantwortlich machen darfst. Yeah. Glück.
Und Schutti so, oh, meins. Was? Was? Hm? Machen. Nein, das sollte ich. Ich auch. Böser Stefan. Oh, ich war so dringend Forschung, ey. Oh, eine Republik! Tims. Ja, ich schätze eher auf. Na gut, okay. Und Tim so, ich bin bereit, 10 einzusetzen! Und alle anderen so, was will der? Keiner nimmt meine Kolonien ernst. Du hast Kolonien? 4 Stück an der Zahl. Ja, welcher war das nochmal? Kolumbus? Ja, den habe ich leider nicht gezogen. War doch Kolumbus, oder? Der die Nee, Columbus ist der Erste. Der Zweite, der dann die Siegpunkte gibt, ist ein anderer. James Cook, glaube ich, ne? Ja, das könnte Der sein. kam aber noch nicht. Der muss aber nicht kommen. Kann sein, dass er nicht existiert. So. Ja gut, wenn er ganz am Ende kommt, ist auch scheiße, ne? Ja. Obwohl, bringt dir mehr als gerade, glaube ich, Shakespeare. Shakespeare, ja. Es sind zu viele, jetzt ist der Journalismus da. Oh, Tim, wird das eine Republik? Nee. Jetzt auch nicht mehr? Konstitutionelle Monarchie? Jawohl. Ja, die ist besser. Echt. Ja, du kriegst halt mehr rote Dinger Mhm. und rote Dinger brauchst halt auch zum Siegpunkte sammeln. Mhm. Jetzt habe ich aber das gleiche vorhin, dass ich jetzt keine Forschung mehr habe. Ja, wir haben alle schwache Forschung, bis auf Stefan. 4. Ja gut. Wo ist eigentlich dieser Eiffelturm hin, den der... Ah, Chuti. Hm? Was? Wie? Wo? Never minded. Der rennt gerade ziemlich weg, was die Siegpunkte angeht, ne? Ja. Ich wollte eigentlich den Eiffelturm holen, aber den hat jetzt irgendwer mir weggeschnappt. Keine Ahnung, von was du sprichst. Ich aber. Oh, die Railroads! Und ich krieg sie nicht, sondern Stefan! Oder Weiß ich noch nicht. Ja, du hast so viele Punkte, du könntest es auf jeden Fall. Ich könnte, ja, aber ich glaube, Blumenauer nimmt sie sich. Boah, das wäre seine komplette Runde, ne? Und das wäre... Das dauert, das kriegt er nicht so schnell fertig. Ja, Ja, aber eben. was soll er sonst machen? Ich meine, nee, da hat er noch eine Zielaktion, er kann nichts erforschen, Ja, er kann nichts Kanonen. upgraden. Doch, klar, Kanonen, Kavallerie.
Wenn der Kavallerie baut, kann er die Taktik ändern und verbessern. Ja gut, aber dann müsste er jetzt umsteigen von... Achso, er könnte auf die Medieval Army umsteigen, ja. Genug Aktionen wären da. Na, mal schauen. Na gut. Nice. Alles braucht ihr nicht zu bekommen. Und alle so wie so gierige Hunde. Ja. Warum tust du das? Weil es mir Ja, genauso tatsächlich ist. nein, weil wenn du jetzt erforschst, frisst du meine Forschung auf und da ich nicht erforschen kann, wäre ich damit tot. Das könnte sein. War auch nicht mein Plan, Tim. War auch nicht mein Plan. Ja, wobei Stefans Forschung ist auch nicht gut, ne? Sie ist nur okay. Ja, eben. Sag ich. Ja, aber sie ist doppelt so gut wie unsere. Ja, und so ist schlecht. Ja. Das ist ein Unterschied. Ja, ist korrekt. Was habt ihr da eigentlich für so ein Abkommen da oben? Ach, extra Military Action. Ja, wunderbar. Oh, wir sind gefühlt lange in Zeitalter 2 heute, oder? Fühlt ja. Dankeschön.
Vielen Dank. Ja, gerne. Hm. Da ist James Cook! Er ist da! Oh mein Gott, nehmt ihn weg! Du hast doch keinen Leader. Man kann ihn nicht nehmen. Klar kann er den nehmen. Ne, wir haben schon alle zwei. Achso, ja, was Bach genommen. Kauf ihm die Karten weg. Ja gut, Tim kann ihn auch nicht nehmen. Das ist leider richtig.
Ja, irgendwie komme ich da nicht mehr auf die Sprünge. Ich find das echt ein blöder Pakt. Jeder andere kann dich dadurch vernichten, ne? Hm. Teure Runde. Ich finde es ja unglaublich, dass wir keine Wunder und kein gar nichts ziehen, ne? Ja. Dabei ist extra deine Produktion so hochgefahren. Ja. Steht da so, los! Los! Naja. Das neue Zeitalter hat ja gerade erst begonnen. Naja. Wahrscheinlich kauft Judy jetzt so viele Karten, dass du 3 Wunder da oben hast. Judy. Peter. Ich höre euch gar nicht zu. Johann. Ah, Was? Ja. Hä? Ah, guck mal, okay.
Ach, du bist so gemein. Ich? Warum? Das letzte Mal, dass das jemand bei ihm gemacht hat, hat er dann plötzlich mehr Stärke als der Computer. Guck mal, Air Force. Ja. Oh, ja! Danke! Da, 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 da. Air Force. Jetzt stützt sich alle auf die Flieger. Ja, du musst bedenken, für jeden Flieger kriege ich 9 Stärke. 9? Ja, 5 für den Flieger und 4 für die Taktik. Da, 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 da. Oh ja, schnappt ihn die Air Force weg. Nein, 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 lasst mir meine Air Force. Vor allen Dingen willst du die doch nur haben, Judy. Ah, ich nehme sie bestimmt, nur dass du sie nicht bekommst. Was? Ich hätte es nicht sagen dürfen, scheiße. Ah, der will die Air Force eigentlich gar nicht. Achso, ja, ich möchte die Air Force gar nicht. Nö. Okay. Oh, zweimal Air Force. Da, 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 da. Dieser Moment, wo man die Spiele Ja, Stefan, oder? Stefan, wir müssen die Air Force wegholen, sonst geht's uns ganz, ganz übel. Sagt der Mann mit plus 9 Kultur und 70 Kultur. Ja, 2 Kulturkriege und das ist was ganz anderes mit deinem. Also wenn du jetzt noch die Air Force kriegst und hast so eine krasse Stärke, dass du uns alle durchfixt. Ah, jetzt übertreibt man nicht. Ich übertreibe auch nicht. Das sehe ich anders. Also Stefan, du nimmst eine, ich nehme eine. Deal? Deal. Und dann kommt die dritte.
Die gibt's dreimal. Warte, schau. Nee. Wo? Ich sehe keine mehr. Doch dreimal im Deck. Doch, es sind 3. Ja, aber wo seht ihr noch eine? Also wenn ich auf die noch... Im Nachziehstapel. Ah. Ja. Okay, dann der dritte nimmt Moonrider. Noch irgendwelche Wünsche? Nee, das wär's dann. Der nimmt die echt? Also ich will schon seit gefühlten 30 Zügen meine Monarchie wechseln und ich komme nie dazu, weil ich immer wieder was anderes machen muss. Ja, guck mal, ein Wunder. Das Tim innerhalb von einer Runde gebaut kriegt. Ja, komm, Schuti, dann nimm sie. Die Ja, ich nehm sie, aber wenn sie scheiße Boah, ihr teuer seid ist. doch Ärsche. Nein, Tim, wir spielen nicht gegen dich. Ich glaube es nicht. Das lohnt sich. Der ist schön. Ganz so günstig habe ich es dir nicht gemacht. Ja, ist aber trotzdem okay. Ja, wolltest du eh die Dinger aufwerten, ne? Wegwerfen. Ich wollte eh reduzieren. Ja, nicht ganz so stark, aber ja. Du wolltest reduzieren, so ein Scheiß. Ich brauchte den Worker. Was macht man ohne Nahrung, ohne Ressourcen und ohne Forschung? Das ist eine gute Frage. Shooty überfallen. Tim ist schuld. Stimmt nicht, du hast ihn die ganze Zeit geprügelt. Ich? Yep. Einmal. Einmal und das so relativ spät. Und Stefan hat ihn geprügelt. Alle prügeln den armen Moonrider. Aber das hat gerade mein Forschungsproblem etwas vereinfacht. Weil davon hatte ich wirklich ein großes Problem. Ach, ich komme irgendwie nicht auf. Es hat so gut irgendwie gestartet mit Chinkies und so, aber jetzt irgendwie... Mache ich nur plus 11 Kultur.
und hab doppelt so viel wie alle anderen. Das Ja, kann aber- doch nicht wahr sein. Nee, Produktion ist scheiße. Doppelt so viel Kultur? Ja, du weißt genau, wie schnell das aufgeholt wird. Das hat überhaupt nichts zu bedeuten. Gucken wir mal. Also ich finde den Vorsprung, den du hast und das, was du produzierst, schon ordentlich. Ja, aber du kannst mit deiner Produktion kannst noch so krass jetzt reinhauen in Kultur. Ja, gucken wir mal. Ich muss ja jetzt auch wieder Militär bauen, damit ich nicht schutzlos dastehe. Oh, schutzlos, ja, bla bla bla. Dann rüstest du vermutlich wieder fett auf, gibt's noch ein paar Kulturkriege? Nee. Das sind wieder so typische Team Blend-Granaten hier, die du wirfst. Klar. Ja, ich kenne dich langsam. Oh, ich bin so arm und du bist so toll und dann geht's 2, 3 Züge und zack und das ganze Spiel sieht komplett anders aus. Naja, noch hast du 30. Ja, Blendgranate, kannst du dir sparen, pack sie wieder ein. Und doppelt so viel Produktion wie wir. Was? Wie ich. Hallo, wo? Kultur. Ah, Also du produzierst so viel Kultur wie alle anderen Spieler zusammen, ne? sag mal, Stefan, wohnst du in der Nähe von Tim? Pünktlich wieder da. Ah, okay, ist auf jetzt. Schlechter Witz, hat er nicht verstanden. Ich will ihn mal vorbeischicken, um dir in den Arsch zu treten. Warum das denn eigentlich? Oh, keine Führst Ahnung. du mal. Mit Abstand. Oh, jetzt hör mal auf! Okay, Stefan. Siehst du das auch so, dass Chuti fast genauso viel Kultur produziert wie alle anderen Spieler zusammen? Wir sollten Judy verprügeln. Danke! Siehst du, und Stefan, der kennt dich viel länger als ich, aber er fällt immer wieder auf deine Blinkgranaten rein. Was für Blendgranaten! Mann, du laberst hier in den Scheiß, du wirst in 2 Zügen wirst du so eine fett krasse Kulturproduktion haben plus Militär, dass wir alle verkacken. Aber Also, nee, du der- hockst jetzt wieder auf mir an, in der Hoffnung, dass der Stefan auf mich losgeht und Moonrider auch. In jedem Spiel machst du bist sowas von durchschaut. Ja, wie geil. Ich sag nur, Team war's. Was? Genau, du bist der Bösewicht, ich bin der Gute. Denk daran. Ah ja. Ja, steht so geschrieben in den heiligen Gesetzen der Schweiz. Ich verstehe. Mann, jetzt hört echt mal auf mit diesem elenden Kriegstheater. Welches? Was? Ich wollte gerade sagen, also so stark hat er jetzt nicht aufgewertet. Ich hab nur keinen Bock, gleich wieder Letzter zu sein und irgendwelche alle schlechten Sachen abzukriegen. Ja, ich auch. Ach, Öl. Sicher die plus 6 Dings gelohnt für dich. Hm? Tim kriegt das. Ja, ist zu befürchten. Noch Schweinewillig.
Also Shooty rennt uns, was von links angeht, ziemlich weg. Ja, sag ich. Weiß ich. Ja, Tim, dann. Hast doch hier sicherlich was Tolles gezogen. Das dürfte aber keinen Unterschied machen. Natürlich. Das sind 3 gelbe, die ich verliere. Nee, ich glaube, die behältst du. Können Wieso? wir ja gleich gucken. Hm? Weil du einen Bonus bekommst und der wird nicht abgenommen. Ich glaube, das ist eine einmalige Geschichte. Nee, Sehen wir gleich. das wäre zu schön. Nee, ich glaube nicht. Hm. Okay, das kann ich nicht. Das. Hm.
Oh! Nee, die Gelben sind weg, definitiv. Bitte was? Die Gelben sind weg von der Kolonie. Nee, die hast du immer noch. Nee, ja, weil der Zug noch nicht zu Ende ist, aber sie sind weg, Ja. glaube ich. Achso, okay. Oh, praktisch. Ja gut, würde ja sonst keinen Sinn machen. Gut zu wissen. Du hast ja nur 3 weniger jetzt. Oh. Ja, nur, hallo! Die waren ja plus. Ja, klar. Oh. Also hast du jetzt wieder so viel wie Original. Ja, Ich hab -4. -4. ja, ich habe verstanden. Habe ich schon tief geseufzt in meinem Zug? Ja. Ich weiß aber nicht Nee. wieso. Keiner hat dich angegriffen. Ich mach noch was. Du hast die beste Kulturproduktion. Vergleich deine Werte mit meinen, dann kannst du Ja. aufhören zu seufzen. Okay, ich muss. Shooties Beschwerde ist auf hohem Niveau. Mit plus 14 Kultur, 88 Kultur und keinem, der auch nur ansatzweise so viel Kultur hat. Ja. Ja, ja, Timsche Blendgranaten kennen wir langsam. Selbst wenn ich all meine Ressourcen in die Produktion stecke, Bla 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 komm ich bla nicht auf bla diesen Wert. bla. 2 Kulturkriege oder einer und das ist schon komplett anders. die muss ich auch erstmal gewinnen. Ja, oh ja, du hast ja auch nur 27 Stärke. Uiuiuiui. Du bist so eine Heulsus, echt schlimm mit dir. Mhm. So. Habe ich schon geseufzt in meinem Zug? Schon mehrfach. Ach, das ist doch alles blöd. Fuck. Ja, ich weiß genau, was du vorhast. Das erschwert das Leben. Uiuiuiui. Mein Gott, das ist eine krasse Wirtschaft, Tim. Das ist krank. Kaum hat man keine Koi dabei, übernimmt Tim den Part der Koi. Sieht gerade so aus.
Ja, aber ich werde es wahrscheinlich nicht gewinnen im Gegensatz zur KI. Stutti produziert schon ordentlich. Ja, das wird verdammt knapp. Übrigens Moonrider, Engineering Genius wäre was für dich, oder? Ja. Eigentlich ist alles etwas für mich, was irgendwas bringt. Ja, kommst du Engineering mit, Genius hätte ich auch gerne. Ja, Dito. Hast du auf der Hand. Habe ich gar nicht auf der Hand. Ich meine Engineering, hier, das blaue Tech. Ah, das ja. Ach, das meintest du? Ah ja, Entschuldigung. Ich meine das da oben. Ja. Das kann ich mir gar nicht leisten, Wunder noch zu bauen. Ja, doch, Wunder geht noch, aber... Nee, das schaffe ich nicht mehr mit meiner Produktion, kannst du vergessen. Ja gut, ich habe Produktion 10. Guck dir mal meine Produktion an. Wieso hast du denn nur +1? Was hast du getan? Ja, weil wir ihn alle verprügelt haben. Der arme... Ihr habt mir so viele gelbe Steine weggenommen, dass ich die ganze Zeit negative rote Köpfe hatte. Scheiße! Da musste ich alles in dieses, was ist das, Arena investieren. Oh. Ey, ihr seid echt so gemein, wirklich. Ja, okay. Da fällt einem der eigene Schweizer in den Rücken, ne? Was, das stimmt gar nicht. Ich mache einen Pakt mit ihm und helfe ihm. Nachdem du ihn verprügelt hast. Die +3 sind vor allen Dingen für dich der Retter gewesen, das weißt du, oder? Ne, unter anderem. Hättest du die +3 nicht gehabt, ne? Dann wäre Ja. über dich die Hölle losgebrochen. Naja, ich weiß nicht. Also ich habe jetzt so noch auf Militärkarten gesetzt. Ich weiß nicht, was du noch auf der Hand hast, aber ich denke, ich kann mich einigermaßen verteidigen, je nachdem, was du noch hast. Ja, ein Kulturkrieg geht immer, ne? Ja, es wird vermutlich einer kommen und es wird schwierig werden. Nee, du wirst jetzt alles da reinstecken, das ist ja... Ja. Ja, was muss ich ja. Ja, aber du gewinnst ja. Weißt du, eigentlich ist so anfangs drittes Zeitalter, beginnt man seine Kultur zu pushen. Und guck, Ja. was wir für miserable Kulturwerte eigentlich haben. Ja, aber du hast 40 Punkte Vorsprung. Ja. Okay, 30, sorry, aber du hast 30 Punkte Vorsprung. Und die Ja, andere- aber je nach Abschlussereignissen ist das nicht viel. Nee, aber das sagt ihr mal so, aber die 50 Punkte machen schon einen ziemlichen Unterschied. Ja, natürlich Ich macht es sage, einen Unterschied. 50 ist einiges. Natürlich, klar. Aber es... Ja, schauen wir mal. Alles Spekulation im Moment. Ja. Also es dürfte jetzt der zweitletzte Zug sein. Wunder kann ich vergessen, ich muss jetzt alles noch ins Militär stecken, weil sonst habe ich Tim am Arsch, ist klar. Ja, natürlich. Was soll ich denn mit 3 Vorsprung machen? Ja, hättest du mal das Ding angenommen, ne? Ja, hallo, guck mal, was du noch für Karten hast. Du hast noch Panzer, du rüstest noch deine Kavallerie auf. Panzer ist die Upgrade der Kavallerie. Steckst noch dazu. Nee, da geht noch einiges bei dir, hör doch auf. Okay, whatever. Und der Scheiß ist, du kannst es auch machen, weil du so eine krasse Produktion hast. Also ich kann eigentlich nur Schadensbegrenzung machen, indem ich jetzt noch alles reinstecke, aber ich denke nicht, dass ich mich verteidigen kann. Ich denke, du kannst es. Nein, das ist... Nee, also so ein Quatsch, hallo. Rechnen wir mal. Also das ist ein 3er-Bonus, wenn du noch 3 Ja, dazu mach machst. du einfach. Machst noch... Panzer hat 5. Der Typ hier hat 2. Das heißt plus 3, 6 mal plus 3 sind schon mal 18. Nur durchs Upgraden. Also erzähl ich nicht so einen Scheiß, echt. Ich kann nicht 6-mal upgraden. Wieso nicht? Ja, weil das 6 rote Ponöppel kostet und der kriegst auch nochmal 3. Das wären 9 rote Ponöppel, die habe ich leider nicht. Okay, dann rüstest du halt auf 4 auf. Hallo, das ist immer noch plus... Ey, also Tim, du bist so ein Blender, echt. Das ist unglaublich. Nee, du gewinnst das Spiel, Shooty. Nein, das ist so Quatsch, das ist so Quatsch. Wird auf jeden Fall eng. Wird auf Also jeden Fall eng. Das ist so ein Ich komm beide Quatsch. nicht mal an dich ran.
Ja, aber Ja. Tim macht noch einen Kulturkrieg und den gewinnt er. Und das kommt ganz darauf an, wie viel abzieht, dann kommen nicht die Abschlussereignisse dazu. Ja, ich sehe es auch sehr knapp. Ich Ihr sehe noch macht- nicht, dass er gewonnen hat, aber ich Also- sehe auch nicht, dass ich gewonnen Ihr habe. macht- Also Die ich, macht weiß, hier- ich weiß noch nicht, warum Moonrider dir dieses Bündnis noch gibt, weil das bringt ihm nichts und dir alles. Ja. Weil, egal. weil er mich lieber hat, wie Tim den verprügelt hat. Ist doch okay. Passt doch. Ich könnte auch einen Krieg gegen Tim erklären und dann einfach verlieren. Was? Du könntest Ja, gegen mich? Was? dann- Nein, lass den Scheiß, komm. Spiel ganz normal weiter. Also, ich sag Du ja musst nur, mir, ich könnte, also, wir müssen hier keine Teams bauen, also wird ja nur mal schlimmer hier. hat das euren anderen Pakt jetzt aufgelöst? Was? Das Peace Treaty hat den anderen Pakt aufgelöst. Oh, scheiße. Ja, ihr habt jetzt gerade an Militärstärke verloren. Oh, du hast recht. Ah, ja. Dafür produzieren sie jetzt extra Ruhm. Ja, einen. Oh, das, Ja, das war blöd, du hast recht. Dir ist ja klar, dass jetzt Moonrider verprügelt wird dadurch. Das ist nicht. Nee, der Tim geht ganz sicher auf mich los. Das macht keinen Sinn, auf Moonrider Was das zu ist denn? gehen. Also, diese Unterstellung. Wieso? Bei Moonrider kriegt ihr die Punkte sicher. Ja, bei mir auch. Nein. Du kannst dich wehren. Du hast, Nein, kann ich nicht. Jetzt Du hast hört die doch. Produktion Hey. dazu. So, darf ich jetzt meinen Zug machen? Ja, mach endlich! Und dann rechnet mal, geht auf Tims Seite, rechnet mal auf seine Upgrades und alles durch und dann sprechen wir dann nach meinem Zug nochmals über das Thema. Ich weiß ja nicht, was die letzten Ereignisse sind noch. Ja, ich auch nicht. Ich habe nur ein paar davon gespielt, nicht alle. Ja, ich habe 2 gespielt. Ich habe 3 gespielt. Nee, warte. Nein, das war auch 2. Achso, ja. Ja, stimmt. Hm. Hm. Gefällt mir gar nicht. Ah, es war ein bisschen blöd mit dem Pakt, echt. Habe ich nicht dran gedacht, dass der. Man kann nur einen Pakt pro Spieler haben. Das weiß ich nicht genau, wie das funktioniert. Also muss ja so sein, oder? Finde ich doof, dass da nicht darauf hingewiesen wird. Ja, sollte man vermutlich wissen. Ja gut, irgendwer von euch beiden kauft noch 2 Karten da oben weg, dann sind wir in der letzten Runde. Ja, ich kann. KD. Muss nicht mal gekauft werden, das geht eh. Ich kann vom Glück reden, dass das Flugzeug nicht noch kam.
Ach du Scheiße. Ja, aber siehst du, Steffen, das sage ich die ganze Zeit. Und ich verstehe nicht, warum dass du immer wieder solche Behauptungen aufstellst. Das ist doch völlig, es liegt völlig auf der Hand, was passieren wird. Und Tim macht jedes Mal dasselbe Spiel, indem er drauf, oh, ich bin so schwach und ich schaffe das nicht. Und du springst immer auf diesen Zug auf. Also weißt du, jetzt mal total emotionslos Ja, und rational das betrachtet, ist es doch immer dasselbe Spiel. Shooty, selbst wenn ich jetzt den Krieg gewinne und du nicht mehr am Militär baust, sind das 15 Punkte und dann bist du immer noch 20 Punkte vor mir oder 15. Und 15 Punkten bei den Schlussereignissen ist nichts. Nichts ist übertrieben, aber ja, das kann dann noch ausgeglichen werden, da stimme ich dir zu. Nein, Aber weißt du, Tim, ich finde es völlig legitim, was du machst. Ich hätte genau dasselbe gemacht. Das ist nicht mein Punkt. Der Punkt ist, dass in jedem Spiel ist, ich meine, ich weiß, wie du funktionierst. Das sind diese Blendgranaten, ich mache das selber auch. Ich verstehe dieses Prinzip. Und ich verstehe einfach nicht, dass gewisse Leute, die schon seit 50 Jahren mit dir spielen, immer wieder drauf reinfallen. Aber ist ja nicht so, dass er irgendwie nicht mit dir die Air Force damals gekauft hat, wenn du dich erinnerst, ne? Nein, natürlich, absolut klar. Er hat ja durchaus mich gehindert. Ja, aber weißt du, du weißt, wie das Spiel funktioniert und du weißt, wie viel das mit den letzten Zügen rausholen kann und das ist ja auch völlig legitim. Aber dann irgendwie schon 5 Züge vorher behauptet, ja, Shooty gewinnt obwohl du genau weißt, was noch passieren wird. Ja, aber du gewinnst aber ja auch wenn dich keiner aufhält. Das ist ja genau der Punkt. Nein, das ist ja nicht der Punkt. Ich finde ja völlig korrekt, was du machst. Ich würde genau dasselbe machen. Das ist nicht der Punkt. Das ist absolut korrekt. Ja, du kannst Nein. ordentlich abwehren. Ja, ich weiß noch nicht. Ich schaue es nachher an, wie es aussieht. Also Modern Infantry erforschen, dann deine Schwertkämpfe upgraden, das kriegst du locker hin. Ja, das war genau der Punkt, deshalb habe ich die auch gekauft. Ich wusste ja, was passiert. Aber ob ich da hinkomme, ist jetzt eine andere Frage. Das schaue ich dann an, wenn ich im Zug bin. Der wird keine 15 Punkte Bonus machen. Ja, weiß ich. Naja, mach mal. Ich habe gerade festgestellt, dass ich einen großen Fehler gemacht habe und mich verrechnet habe. Nee. Doch. Nee, nicht im Krieg. Bei was anderem. Also ich meine, du wirst gewinnen, alles, das war ich klar, alles was ich machen kann, ist der Schaden möglichst klein zu halten. Deshalb habe ich jetzt auch noch die entsprechenden Karten hier für die Modernisierung und alles gekauft. Ja, schauen wir mal. Also es wird verdammt knapp, kommt drauf an, was die Schlussereignisse rausspucken. Mit dem Krieg wirst du nicht viel verlieren. Und dann sind das 40 Punkte, die du aufholen musst. Nach dem Krieg sind das sogar noch fast 50 Punkte. Nach den letzten Ereignissen dürften das fast 50 Punkte werden. Ja, schauen wir jetzt mal. Also ich wäre echt vorsichtig mit solchen Prognosen. Das Spiel ist da ein bisschen unberechenbar. Vor allem, ich habe noch voll die unzufriedenen Typen, da muss ich dann auch noch schauen, wie ich das in den Griff bekomme. Also du hast Patriotismus auf der Hand. Ja. Ja, ich meine, das eine ist die Aufrüstung, aber wenn die Leute noch unzufrieden sind, dann kriege ich auch die 13 Punkte nicht dazu. Du, schau nicht mal, das ist spannend auf jeden Fall. Das ist, aber versteht ihr, das ist nicht mein Punkt. Mein Punkt ist nicht, wie Tim spielt. Weil ja, aber Stefan hat ja auch nicht gegen dich gespielt, nein, oder wie? Nein, das hört doch schnell zu. Ich würde genau dasselbe machen wie du, Tim. Das ist absolut legitim, das ist korrekt und das ist nicht mein Punkt. Das Punkt ist dann vielmehr dieses, ja, ich habe es genug gesagt, ihr wisst es. Okay. Shooty verliert nicht gerne, das haben wir verstanden. Oh, nee, ich hasse es zu verlieren, das ist absolut der Fall. Hallo? Ich spiele um zu gewinnen, nicht um zu verlieren, was soll denn das? Wer verliert schon gerne? Ich. So ein Quatsch. Ich habe gar nicht geguckt, was machst du? Also 5 plus Stärkedifferenz. Das wäre im Moment
20. Ah, 20, der hat Stärke 2, 5, 3. 3 mal 4 sind 12. Habe ich überhaupt genug Erz dafür? Okay, mit Patriotismus. Ja, schauen wir mal, was es wird. Ja, es wird interessant. Ja, du wirst jetzt alles ins Militär stecken. Ja, logisch, klar, logisch. Also ich bin auf jeden Fall raus. Ich werde jetzt in meinen beiden Schlussereignissen noch was machen können, aber... Ich habe kein einziges reingesteckt. Was nicht unbedingt ein gutes Zeichen ist. Ja, ich krieg aber nicht viel für meine. Oh, ich krieg nicht mal... Ich hab zu wenig Erz! Ei, ei, ei. Halt. Das letzte Zug, das bringt nichts mehr. Schade, ich hätte noch coole Taktiken, aber leider nicht. Ja, ich glaube, es macht echt Sinn, früh ein bisschen die Armee zu verteilen auf verschiedene Arten. Kommt immer drauf an. Du hast ja mit deiner Great Wall eigentlich einen guten Bonus für deine... Ja. Du kriegst Ja. ja plus 6 raus. Ja, aber weißt du, hätte ich jetzt noch eine Infanterie, Artillerie, also hätte ich noch ein Pferdchen, könnte ich echt noch ganz fette Boni rausholen. Ja, gut, okay. Aber Wobei, dann musst halt 3 Tech-Trees entlang hängeln, ne? Ja gut, man kann den Tech-Dreh natürlich oben anfangen, ne? Aber ja, genau. Das wird schon Sinn machen. dann ist ja die Frage, ob der ganze Aufwand, auch mit der mehr Forschung, die man dann ausgeben muss, sinnvoll ist, wenn man, ob das die plus 6 durch die Great Wall aufhebt. Ne, die habe ich ja plus, die kommen da trotzdem dazu. Nein, wenn du anfängst Pferdchen zu bauen, dann nicht. Ja, einfach nicht für die Pferdchen, für die anderen schon. Ja, das stimmt. Ja, aber du hast ja dann weniger von den... Jetzt lass ihn spielen! Ja, aber doch, das ist genau das. Weißt du, ich hätte hier eine Taktik, die gäbe 13 zusätzlich. Und ich müsste ein einziges Pferd einsetzen dafür. Hätte ich 2 Pferde, hätte ich den Bonus sogar 3-mal und hätte ich noch den Flieger dazu. Das wäre echt krass. Oh, ich habe hier noch einen... Na gut, da kann ich nichts machen, ne? Lass mich schnell überlegen. Nee, das muss ich leider so hinnehmen. Ah, schade, den wollte ich auch holen. Das war nicht viel. Ja, aber eben, jetzt haben wir noch 25, du kriegst noch 8 dazu. 17 ist absolut machbar. Ich habe kein einziges Ereignis auf mich zugeschneidert. Du vermutlich schon. Ja, du wirst aber Du in den hast Ereignissen zwei. auch Punkte machen. Du hast 2 Ereignisse für dich. Du gewinnst du hast Erz, du dagegen gewinnst nicht. Forschung und du gewinnst Militärstärke. Also plus Diversifizierung. Nee, das vermutlich ist ausgeglichen. Ja, schauen wir mal. Ja, doch, dürfte ich gewinnen. Ja, ich vermute es auch. Dadurch, dass ich die Ereignisse gespielt habe. Ja.
gegen das kann man auch nicht verteidigen. Gegen was? Du kriegst das Verteidigungsmenü nicht, wenn du nicht genug Karten hast, um dagegen effektiv zu verteidigen. So. Das heißt, ich habe gerade einfach so viel Power gehabt, dass du nicht plus 18 mit Karten hinlegen konntest. Und dementsprechend kam ich die 7 Ressourcen. Das ist übrigens das, worüber ich mich gerade eben aufgeregt habe. Ich habe verpeilt, Ressourcen bereitzuhalten. Für was? Fürs Bist du Wunder. jetzt auf 124 gekommen? Ja, Ach, schnell ein bisschen. Durch den Raid noch, oder wie? Durch das schnell bist. Ah. Ja, aber Juti gewinnt, weißt du? Ich habe nicht gedacht, dass er mich noch überfallen kann. Ach, Stefan. Ich habe übrigens auch das Ding mit plus 13 Stärke auf der Hand. Also, hätte ich Kanonen, dann brauche ich nur Infanterie. Aber ich glaube, das macht echt Sinn so ab Zeitalter 2. Ne, 1 reicht eigentlich schon. Zu 1 ist eine 2-Taktik, oder? Welche? Die du noch auf der Hand hast. Oder ist sie aus dem Zeitalter 3? Was ist das denn? Bitte? Epic of Population. Eventuell hatte da jemand einen Frachter. Ja. Ja, aber überrascht euch das jetzt echt, was hier abgegangen ist? Dann verstehe ich euch echt nicht mehr. Mich? Ja. Nein, dich nicht, Tim. Du spielst brillant, du weißt genau, wie du die Leute manipulieren kannst. Und ich glaube, der Einzige, der dich durchschaut, bin ich. Und das finde ich ein bisschen seltsam. Liege ich so falsch mit meiner Analyse? Was, womit? Ich manipuliere keine